Heute zusammen, hier ist der Chris oder der Crown Cletus. Ein wunderschönes Weekend steht vor der Tür. Die Wettervorhersagen sind optimal und von dem her wird vermutlich der eine oder der andere auch ein bisschen Zeit draussen verbringen. Aber ich meine, zocken kann man ja gleich ein bisschen. Ich meine, man muss ja nicht komplett durchdrehen und ganz aufhören, wenn es ein bisschen schön ist. Aber eben, ich finde, schönes Wetter lockt aber schon ein bisschen die Leute führen. Und klar gibt es auch die lieber nicht so gerne warm haben, weil sie ziemlich schnell ins Schwitzen kommen. Ja, darum ist die Schweiz eigentlich noch chillig. Jedem was seine, haben schön 4 ausgeprägte Jahreszeiten. So findet jeder und jede eigentlich genau den Zeitraum, der am besten gefällt. Und auch wenn jetzt gewisse in ewigem Winter oder in ewigem Sommer möchten leben, es könnte vielleicht gleich ein bisschen monoton werden. Naja, gar nicht monoton ist das Gameplay. Wir sehen wieder mal den Swifty. Und zwar sind die Jungs, die das letzte Mal ohne einen Kill eine Domination gewonnen haben, wieder unterwegs. Das heisst der Laser, der Atomic, der Hectic, der Python und der Giant. Und es ist auch wieder Commander Krieger Can You Beat This Aktion. Ich weiß es gar nicht. Es geht auf jeden Fall hier eigentlich darum, dass sie vor dem Game haben sie sich im Clan-Tag von Nummer 1 bis Nummer 6 durchnummeriert und er ist eigentlich das Ziel des Spiels natürlich zu gewinnen und vielleicht auch eine positive KD herzubringen, wenn es irgendwie geht. Aber das Allerwichtigste war, dass dann die Reihenfolge von Nummer 1 bis Nummer 6 auch stimmt. Swift war Nummer 1. Mal schauen, ob er das wird einhalten können. Bisher läuft es eigentlich noch gut. Ihr seht, das Team hat eigentlich von Anfang an sich bei Domination A und B positioniert. Swifty ist ein bisschen zu B am Decken. Man sieht, das Team spawnt zwischen A und B. Und da der Swifty jetzt gerade schön auf einem Killstreak gezogen ist, der Reaper schon hat klar gemacht, schaut er jetzt mal, dass er hier hinten in Sicherheit kommt, um dann eben auch mit dem Reaper auf die AC aufzudrücken und nicht irgendwie ein Kill vor der AC plötzlich rausgehebelt werden, weil man im Ecke ist gehockt, wo der Gegner nebendran ist gespawnt oder so. Die Gespässe kennt man ja alle. Jetzt ihr seht, der Swift ist einer, der gerne reinzoomt mit dem Reaper, das ist eine gute Sache. Versucht dort das C ein abzudecken und seht ihr dort eigentlich oben rechts vom C. Dort hockt so ein Typ. Und der wird uns dann später noch ein paar Mal auffallen durch seine Aktion. Weil ihr könnt euch vorstellen, jetzt sind hier Crowns am Drücken, das gegnerische Team, vermutlich alles Randoms, die haben natürlich keine Chance. Nicht, dass das immer so ist, aber jetzt gerade in diesem Moment sind sie wirklich absolut zerdrückt worden von den Crowns hier. Und es ist eigentlich natürlich, dass sich dann eine Person, die eigentlich konstant gefickt wird, ein bisschen zurückzieht. In ein Gebiet, wo man vielleicht auch ein bisschen bessere Überlebenschance hat. Und dann fängt man halt ein bisschen an zu campen. Und es ist leid, vor allem da war auch ein Leidenfisch. Aber es ist eben nebenbei eigentlich ganz eine natürliche Verhaltensweise, auch wenn das eher etwas Schäbiges ist. Sie haben sich dort ein bisschen zurückgezogen beim C-Domination, probieren zwischendurch vermutlich auch, weil die Spawns ein bisschen wechseln, ein bisschen switchen. Hier einen schönen Dropshot hergelegt für die AC. Und ja, sie verziehen sich jetzt eigentlich beim C. Und der eine speziell, den ich vorher erwähnt habe, der hockt dort mit seiner Type. Und ist dort schön am Abkassieren. Ihr seht das Teil dort. Gut, jetzt bewegt er sich ein bisschen. Man kann natürlich auch nicht mit Gewissheit sagen, ob er es ist. Aber es wird dann ein paar schöne Gelegenheiten haben, wie der sich dort hinten im Eck am Schimmeln war. Und wie gesagt, man kann das Verhalten erklären. Aber ich finde es trotzdem eigentlich extrem schäbig, weil, sorry. Ich meine, dann nimmst du auch die Klasse, die komplett aufs Raschen ausgelegt ist und drückst halt einfach ein bisschen vor. Und ich meine, wenn jedes Mal, wenn du stirbst, schon einen kannst abkassieren, ist das gegen ein Team, das übermächtig ist, schon mal nicht so schlecht. Und schon zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich den Sieg aus der Hand zu geben, indem dass man campt, ist eigentlich auch nicht unbedingt jetzt so das, was man sich vorstellt, wenn man als Team im Modus, der für ein Team gemacht ist, wie Domination, das durchzieht. Aber eben, jetzt sind wir hier schon fast ein bisschen psychologisch geworden. Oder ich habe versucht, das Hirn von so einem bekackten Camper zu analysieren. Es gibt natürlich auch solche, die das zum Spass machen. Aber so spassig ist es eigentlich nicht. Egal, gehen wir wieder zurück zum Gameplay und ihr seht, sie haben vom C Richtung A-Domination ein bisschen rausgedrückt, Gegner.
Swifty hat nur den Ecke gecheckt. Ja, was ist mit dem gegangen? Der war plötzlich hinter ihm, alle hinten durchgelaufen bei diesem Kreisli und dort dann schön trotzdem noch angehackt. Also eine schöne Aktion gewesen. Immer geil, wenn man sowas noch überlebt. Hier leider ein bisschen chancenlos gewesen. Sie spawnen natürlich jetzt auch gerade hier vorne dran. Und ihr habt jetzt gesehen, der Swifty hat sich jetzt verhältnismäßig langsam gedreht vorhin gerade. Ich schließe daraus, dass gerade kurz ist kommuniziert wurde, wo befindet sich das Team, wo befindet sich der Gegner. Und ihr seht, das ganze Crown-Team ist jetzt eigentlich ziemlich verteilt. Das heisst, Spawns können auch ein bisschen flippen, aber mit höchster Wahrscheinlichkeit spawnt der Gegner natürlich beim C. Jetzt versuchen wir hier ein bisschen reinzudrücken. Leider verwünscht worden. Hier haben wir einen kurzen Blick auf ihn bekommen, auf den Type 95er, der dort vermutlich schon angewachsen ist, so fest camper dort. Die anderen kacken sich dort auch ziemlich leid ein. Und jetzt müsst ihr schauen, jetzt versuche ich den zweiten hoch dort reinzustürmen. Haben es beide überlebt, zwar ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Der erste wird von Type abkassiert, Swifty leider auch gerade. Und schauen, wenn er tocht mit seiner goldigen Type. Und da muss ich einfach schon sagen, yeah, man kann es sich schon sehr einfach machen im Call of Duty, indem dass man Type 95 nimmt zum Zocken. Da könnt ihr jetzt noch lange irgendwie kommen, von wegen, ja, man muss präzise sein und alles. Das Teil kann so schnell Salven rauspfeifen und zum Teil mit einer guten Connection ist der Gegner mit einer Salve tot. Also sorry, einfacher geht es ja wohl kaum. Jetzt hat hier irgendwie plötzlich das Spawn-System ein bisschen einen Austicker bekommen und Crown-Team ist kurzzeitig dominiert worden. Natürlich unschön, aber es war klar gewesen. Es ist immer sehr, der Type 95 Schwuchtler, ja, das bürste das. Also, aber es ist immer sehr unglücklich, wenn man als schwächeres Team einen stärkeren Gegner dominieren. Und das bedeutet zwar für kurze Zeit gerade Judy Hoi, wir haben alles, aber die dann zu halten ist schlichtweg unmöglich und plötzlich macht es ratzfatz. Der Gegner hat 2, oder jetzt in unserem Fall Crowns, und plötzlich schnell noch der dritte reingezogen. Und das heisst dann wieder, das gegnerische Team, das Team, das anfänglich dominiert hat, wird jetzt plötzlich wieder dominiert. Das war jetzt auch wieder ein bisschen Strategie-Talk gewesen. Unter dem Strich kann man eigentlich sagen, man sollte nie alle 3 Flaggen nehmen, außer wenn man wirklich extrem stark ist. Und auch will, dass das Spiel schnell fertig ist, aber sonst kann man chillig auf 2 Flaggen bleiben. Jetzt seht ihr hier, mittlerweile hat der Gegner 2, sie haben ein bisschen aufgedreht. Es kann natürlich sein, dass ein paar sind rausgegangen, das habe ich jetzt nicht genau verfolgt. Aber es ist immer wieder möglich, dass dann neue Gegner reinkommen, die ein bisschen besser sind, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Camper sind jetzt nicht mehr beim C, weil das ist jetzt beim Crown-Team, sondern die Camper hocken jetzt beim A. Und jetzt sogar in diesem Fall beim B wieder, unser Type-Homo. Einfach schon ein bisschen eine schräge Ansicht, wenn man dann einfach immer wieder auf diese Sachen, auf die überpowerten Knarren setzt. Aber vielleicht lohnt es sich wieder durch das zu erklären, dass er halt eingegangen wird. Schöner Double-Kill, Swifty. Dass er halt eingegangen wird und durch das auf seine stärkste Waffe setzt. Also, I don't know. I don't fucking care. Ist nicht dieses. Gut, jetzt haben wir noch den zweiten Type gesehen. Vielleicht ist das wirklich einfach die Waffe, die sie rausnehmen, weil sie gar keine Chance haben. Ich habe ja auch so eine Mumu-Klasse, die für absolute Pussy-Manöver ist. Und zum Teil kann man das schon vornehmen. Lustigerweise ist es jetzt aber so, dass ihr es vielleicht mitbekommen habt, dass der Swifty hier ziemlich schön hat abkassiert. Das bedeutet natürlich auch immer auch, dass wir das Scoreboard nicht anschauen können, ist es durchaus möglich, dass er jetzt auf dem ersten Platz ist. Aber wie verhält es sich mit den anderen Spielern? Werden die es schaffen, Nummer 2 bis 6 zu besetzen? Ich sage immer, der 6 muss sein, hat eigentlich auch noch einen einfachen Job, weil der kann eigentlich versuchen, keine Flaggen einzunehmen. Kann auch versuchen, nicht allzu viele Gegner zu killen und dann ist der 6. Platz eigentlich auf sicher. Der 5. muss schon ein bisschen mehr schauen, der 4. hat es nur ein bisschen schwierig. Und der 3. und der 2. müssen sich dort schon ziemlich schön absprechen, weil ich glaube, so 2., 3. und 4. wird es dann schon schwierig, die Plätze reinzunehmen. Aber wenn man eben auch das Scoreboard eigentlich konstant checkt und ein bisschen schaut, kann man vor allem durch das Flaggen einnehmen, ja schon ziemlich gegen vorne pushen oder eben Flaggen nicht nehmen. Und durch das wieder ein bisschen zurückgehen. Und ja, das gibt dem Spiel natürlich noch ein bisschen einen anderen Motivationsbonus, der natürlich mit dem effektiven Game nichts zu tun hat. Man bekommt auch keine Bonuserfahrungspunkte, wenn man so etwas schafft. Aber eben, um es ein bisschen aufzulockern, um auch etwas anderes zu machen, ist das eigentlich noch ganz eine witzige Idee.
funktioniert natürlich nur eingeschränkt, wenn dann ja, alle 6 Spieler auf dem gleichen Level unterwegs sind. Aber ja, auch dort kann man sich natürlich ein bisschen absprechen. Und kein Plan, ich meine, vielleicht hat er es ja schon probiert, vielleicht hat er es noch nie probiert, zu denen gehöre ich auch, wo er das gegebenenfalls noch mal wird ausprobieren. Wie gesagt, es lockert das Ganze ein bisschen auf, man schaut mal ein bisschen auf etwas anderes als nur auf KD oder auf einen Sieg, weil primär geht es ja schon darum zu gewinnen und da haben sie jetzt gerade den Sieg reingebracht, haben das Game eigentlich absolut dominiert und am Schluss noch ein bisschen lockerer genommen, was auch absolut easy ist. Hier noch einen kleinen ACOG. Kill. Das ist die 118er, oder? Ja, ich glaube es. Und ihr seht, 1 bis 6, alle tibi-tobi auf dem richtigen Platz. Eine wunderschöne Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ein ganz schönes Weekend. Schöne zusammen.